Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute einen tipptoppen Tag verbracht und bin sogar noch wunderbar unterhalten worden durch YouTube, aber zu dem kommen wir später. Zuerst gerade mal hat es ja einige von euch, die auf der PS3 zocken und die möchten gerne auch bei Crown Crew dabei sein, ein bisschen miteinander zocken. Und nach einigem Hin und Her und Überlegungen sind wir eigentlich zum Schluss gekommen, dass der Swiss Gaming Ace oder auch kürzer der Swiss, er ist in meiner Subbox, wenn ihr ihn noch nicht auscheckt, macht das unbedingt mal. Er hat auch schon Camper-Videos gemacht. Er würde sonst eigentlich als Organisator oder eben auch der Boss, ein kleines Witzchen da, würde er fungieren und dann das Ganze eben so ein bisschen, keine Ahnung, schauen, dass die Leute auch ein bisschen miteinander zocken, dass man gegenseitig eingeladen wird und dass das auch auf der PS3 gut funktioniert, dass man gleichzeitig auch dafür sorgen, dass man sicher keine Camper oder Booster hat. Yes, jetzt auf der PS3 kann man ja nicht einfach so den Namen ändern, sondern man muss fast einen neuen Account machen. Oder nicht nur fast, es ist so. Darum haben wir uns überlegt, muss jetzt nicht jeder von euch hier irgendwie einen neuen Account machen, das ist ein bisschen mühsam, je nachdem, aber es ist auch mühsam, wenn du vielleicht auf dem alten Account ein Zeug drauf hast, dass du dann musst wechseln oder keine Ahnung. Darum machen wir es mit dem Clan-Tag, und zwar tun wir Crown abkürzen, und zwar mit CRWN. Das versteht man auch noch einigermaßen. Und so ist es dann nicht wie auf der Xbox halt als erstes Wort in dem Sinn vom Gamertag, sondern als Clan-Tag drinnen, das ist auch kein Problem. Und wenn es dann mal jemand möchte wechseln oder so, kann man das gerne zusammen anschauen. Es ist auch ein bisschen schade, dass man auf PSN keine Abstände kann wählen im Gamertag. Weil auf der Xbox haben wir eigentlich X, Crown X, Abstand und dann der Name vom jeweiligen Spieler und das alles an einem. Sieht nicht ganz so schnittig aus von der Ästhetik her, wenn man jetzt über das möchte diskutieren. Und andererseits einfach so ein Strich am Boden oder ein Bindestrich ist auch nicht so das Wahre. Darum, das schauen wir jetzt noch an, wie wir das dann lösen können. Bis zu dem Zeitpunkt einfach mit dem Clan-Tag machen. Was wichtig ist, was die Bedingungen sind, es ist für uns wirklich ein Thema, dass man daran interessiert ist, wenn man als Team spielt, aber auch wenn man allein spielt, dass man echt probiert zu gewinnen und nicht einfach irgendjemand hockt, auch wenn man nicht gerade unbedingt muss campen, aber irgendjemand wartet, damit man einfach eine super KD hat, weil KD ist weniger wichtig als Ziegen. Weiter geht's, und zwar wollen wir zusammen texten, wir wollen kommunizieren, ein bisschen Scheisse quatschen, je nachdem, alles natürlich erlaubt. Einfach ein Headset ist ein Muss. Weil, nein, keine Ahnung, wenn du mit jemandem nicht reden kannst, kannst du auch nicht so gut als Team funktionieren. Und dann ist es natürlich so, keine Camper und keine Booster, das versteht sich von selber. Ja, schaut euch an, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne beim Swiss Gaming melden, er tut das wie gesagt managen. Und hoffe ich, dass dort auch etwas draus wird und vielleicht komme ich da auch mal mit dem PlayStation Crown Crew zocken. Das sehen wir ja dann. Vielleicht ziehen wir mal ein MW3 auf der PlayStation. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar habt ihr ja vielleicht mein Booster-Sau-Video über den Dead Smoke mitbekommen, wo ich doch eher ein bisschen rausgelassen habe, weil ich das schon nicht unbedingt so erfreulich finde, wenn wir beschissen haben. Ist auch irgendwie nachvollziehbar. Auf jeden Fall hat er sich heute gemeldet. Ich hätte es nicht gedacht, aber er hat sich da reingeschlichen mit 2 Kommentaren auf sich aufmerksam gemacht. Mir ist das natürlich nicht entgangen und es hat sich ein sehr interessantes und zum Teil doch auch ein bisschen drastisches Gespräch entwickelt, wo er doch tatsächlich zugibt, und nur zur Info, ich mache das nicht immer, ich mache das nur, wenn ich keinen Bock habe zum Gamen, dann gehe ich boosten. Ja, und ich muss sagen, du bist der Dümmste. Ganz ehrlich, wenn du keinen Bock hast zum Gamen, dann mach etwas anderes. Geh raus, ein bisschen an die frische Luft oder so, kannst mal die Wasserkopf kühlen. Oder mal irgendetwas aktivieren. Ich meine, keine Ahnung, du kannst ja nicht mehr nur auf deinem Stuhl hocken und zocken. He? Vor allem, wenn du keinen Bock hast aufs Game und gehst boosten. Das ist die schrägste Aussage, die ich je gehört habe. Sorry. Es ist doch ein bisschen hin und her gegangen, ihr seht. Und er hat es doch tatsächlich geschafft, auch noch seinen Kollegen einzuladen. Der Lulu da, er hat sich gedacht, ja, ich muss mich jetzt da auch noch schnell daran beteiligen. Und Junge, und auch für die anderen, die sich da schon gefragt haben,
kommt jetzt eine Nachricht, die ihr vielleicht nicht erwartet, weil ich bin nicht unbedingt 16, ich bin auch nicht 22, ich bin 29 jung, ich werde nächstes Jahr 30 und ich habe doch schon einiges so ein bisschen gezockt und erlebt und kann mir durch das vielleicht die eine oder andere Meinung so ein bisschen bilden und stehe auch zu der. Und wenn es hier darum geht, dass man Boosten in irgendeiner Form verharmlosen sollte, dann muss ich einfach sagen, geht eigentlich nicht. Ich will hier nicht den Polizist spielen, das ist gar nicht meine Idee, aber ich finde einfach, hey, nein, sorry, Boosten ist beschissen, wieso kann man gemeldet werden und wird nicht der Account gesperrt? Das allein ist doch schon das Zeichen, dass Boosten nicht okay ist. Naja, schnell hier beim Kollegen, weil er seinen Kanal abchecken und er ist natürlich nicht verfügbar, weil er ihn vermutlich auf nicht sichtbar gesetzt hat. Ja, ganz ehrlich, Junge, hier den Dicko markieren und er selber nicht einmal Neues hat, den Kanal zu zeigen, wo ja eh nichts dabei ist ein bisschen schade. Darum, ihr seht, es ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Tag gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass der Dead Smoke sich meldet. Hat sich dann trotzdem gemeldet auf seinem Kanal. Wenn ihr wollt schauen, ihr seht ein wunderschönes Bild von seinem gestalten Oberkörper, wie er irgendwann im Meer rumchillt und vermutlich gerade irgendetwas am Rumboosten ist, weil er nichts auf die Reihe bekommt. Anyway, und ja, hat mich wirklich, wie gesagt, gut unterhalten. Denkt nochmal schnell dran, PS3-User, wenn ihr wollt mitmachen beim Swiss melden. Und das wären eigentlich so die 2 Themen gewesen, die ich euch noch schnell heute habe näher bringen wollte. Schön oben, man hört sich sicher morgen, kommt wieder mal ein Tipps und Tricks Video. Freue mich schon drauf und gute Nacht.